Vierrun waren die absolut Ausnahmen. Haut am Lauf der Corona-Krise ass nach verschiedene Sektoren schon bald Regel gin. Den Teletravail. Ohne Teletravail giwer am Moment Wirtschaft nemmi funktionieren. Das ist auch gut so, dass viele Sektoren die Maßnahmen ganz sehr umgesetzt goen, a viel Salarien haut am Teletravail können schaffen. Fangen wir es wünschenswert, dass an anderen Sektoren, wo eine physische Präsenz nicht unbedingt nötig ist, auch nach verstärkt auf den Teletravail zurückgegriffen gehen. Es muss ich aber unterstreichen, Teletravail als Erbecht. Es kann nicht so sein, dass in dieser Phase, wo ihr viel mehr von daheim schafft, außerhalb von seinen normalen Arbeitszeiten dem Employer auch zur Verfügung soll stehen. Oder dass die gesetzliche Rotzeiten, wie zum Beispiel 11 Stunden zwischen Schichten oder 44 Stunden der Weekend, nicht mehr respektiert gehen. Die normalen Arbeitszeitregelungen gelten auch am Teletravail. Gerade auch am Teletravail braucht das Salarié auch seine Rotzeit, braucht seine Pausen, brauchen Zeit für sich und für seine Familie. Teletravail bedeutet nicht, dass das Salarié 24 Stunden auf 24 muss erreichbar sein. Teletravail bedeutet auch nicht, dass der Schutz der Privatsphäre vom Salarié abgehoben ist. An verschiedenen Betrieben und auch an der Fonction publique wird vom Salarié verlangt, akribisch zu notieren, alles, was irgendwie am Laufe des Tages gemacht wird am Teletravail. Es wird also quasi unterstellt, gibt eine Vakanz mehr und das wird nicht wirklich erbisch. An normalen Zeiten wird so etwas nie verlangt. Es kann auch nicht sein, dass der Salarié muss selber für sein Arbeitsmaterial abkommen. Den aktuell nach immer gültigen Reglement zur Teleerbicht gesagt für, dass den Employer alt Material wie Computeren, iPhones und so weiter, was er braucht für den Teletravail zu machen, selber stellt. Es ist verständlich, dass das heute nicht überall möglich ist und auch nicht alle Betriebe direkt sein Salarien mit all dem nötigen Material kann ausstatten. Es muss aber gewährleistet gehen, dass die Kosten, die das Salarié selber vielleicht zu drohen hat, wir können am Teletravail zu schaffen, nach der Krise integral remboursiert gehen. Eines der Probleme am Niveau vom Teletravail an der Vergangenheit war ohne Zweifel die Frage von der Besteuerung der Grenzgänger, weil es Limiten gibt, wie viel Tage sie am Jahr können an ihrem Heimatland schaffen. Das sind 19 Tage in Deutschland, 24 Tage in der Belgien und 21 Tage in Frankreich. Den OGBL begrüßt, dass die Regierung mit den Regierungen von den europäischen Ländern Akkorde gefunden hat, auch wenn es bei Deutschland mehr lange gedauert hat, die das Limiten außer Kraft setzen. So wird verhindert, dass diese Krisensituation negativ steuerliche Konsequenzen für die Frontalier-Kollegen hat. Der OGBL hofft, dass hier auch Lehren für die Zukunft rausgezogen und erinnert uns an die Forderung von einer Harmonisierung von den Grenzen der Uhren. Ideal wäre, wenn hier auch bei der Besteuerung die nämlichste Säule gilt wie bei der Sécurité Sociale, das heißt 25% von der Jahresarbeitszeit. Die aktuelle Situation weist aber auch, dass ein Teletravail kein Allheilmittel ist. In vielen Sektoren ist es nicht möglich, sogar wahrscheinlich an der Majorität der Sektoren. Für verschiedene Salarien bedeutet am Anfang auch mehr schwierige Arbeitskonditionen, weil sie daheim vielleicht nicht die nötige hohe Konzentration haben, für sich ganz können auf ihre Arbeit zu konzentrieren. Es kann auch nicht sein, dass verschiedene Leute Leerlauf haben, weil sie am Anfang keine Tasche kriegen von ihrem Employer oder weil sie Seele kontaktiert sind. Insgesamt bleibt es dabei, dass eine Entreprise nicht nur eine Entität ökonomisch ist, sondern auch eine Entität sozial, und das muss auch in Zukunft so bleiben. Dafür so mehr für die Zukunft, dass die Aktie auf den Teletravail muss ermöglicht gehen, dass alle steuerlichen Benoteiligungen müssen ausgeschlossen gehen, aber dass es trotzdem nicht keine Standards sind und muss limitiert gehen, klar Grenzen und Regeln abgestellt gehen.